Kein Mensch ist dazu geschaffen, das Leben von einem anderen zu tragen. Jesus schon. Jesus ist so etwas parat, für unsere Identität zu werden. Aber, und das liebe ich, unser Glaube ist immer aus dem freien Willen raus. Ich glaube, das Fundament ist da. Wir können herauslesen. Und Jesus wird uns nie verurteilen und sagen, das ist ja gesagt, du das nie. Jesus ist immer parat. Und wenn wir bis dahin vielleicht auf Sang aufgebaut haben, Jesus liebt es, wenn wir den Stein zügeln. Jetzt wollen wir doch noch recht herzlich alle begrüßen für die immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen richtig lauten Applaus aus dem Kaufen raus. Es freut uns. Es freut uns sehr, habt ihr eingeschaltet. Heute am Abend geht es um die Serie «Entdeck deine wahre Identität», verankert in Jesus. Es ist eine Serie, wo wir die nächsten 3 Stunden lang ein bisschen in die Identitätsfrage probieren reinzugehen. Das ist ja immer auch sehr schwierig, auch die Identität, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Und trotzdem bin ich überzeugt, wir finden in der Bibel so einiges, was eben über die Identität auch gesagt wird. Wir finden auch, dass schlussendlich auch Jesus klar redet, dass unsere Identitäten dürfen sein in dem Leben, das wir haben, wo wir ja daran glauben, dass das schlussendlich das Leben, das wir hier haben, ist nicht die Endstation, sondern es ist die Reise, für das wir schlussendlich werden können, die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel verbringen. Und das geht es einerseits in dieser Serie, aber ich bin überzeugt auch in unserem Leben, dass wir das erkennen dürfen, dass wir schlussendlich immer wie näher auch mit Jesus zusammen unterwegs sein und dürfen Frieden bekommen, schlussendlich über Situationen, die wir manchmal vielleicht gar nicht verstehen können. Ich glaube, eine stabile und beständige Identität ist der Boden von allem. Es ist der Boden von unseren beruflichen Wegen, wir haben hier aufgeschrieben, unsere Beziehungen, Partnerschaften, Eltern, Arbeitskollegen, schlussendlich sogar auch unsere Freundschaften mit anderen Christen. Die Identität ist so ein wichtiger Boden. Wir lesen in der Bibel, dass wir nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden, dass er sich viel überlegt hat, dass Gott schlussendlich uns als Meisterwerk einzigartig geschaffen hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dürfen auch die Identität annehmen. Wir sind geliebt und wertvoll, selbst dann, wenn wir auch Fehler machen. Selbst dann, wenn wir versagen, wenn wir irgendwo vielleicht sogar in Beziehungen enttäuschen, vielleicht sogar manchmal anders handeln, als wir eigentlich wollen. Dass Gott uns liebt, dass er Freude hat an uns als Wesen, Mensch, das bleibt bestehen. Und das ist eine wichtige Identität, eine wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen in unser Leben. Und die ganze Serie eigentlich auch ein bisschen, oder so ein bisschen die Predigt ist wirklich auch eigentlich schön so ein bisschen ausgedrückt im Psalm 18,3, wo steht, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Und ich finde das so schön ausgedrückt, wie hier steht, Gott ist unser Fels. Wir haben sogar in diesem Lied, das wir vorher gesungen dürfen, hören, dass egal welche Stürme kommen im Leben, Gott bleibt beständig. Und ich glaube, wir leben ein bisschen in einer Zeit, wo wahnsinnig viel so Identitätsersatz, wie soll ich dem sagen, so angeboten werden. Also die Welt oder auch all das, was läuft, wird uns sagen, wenn du das hast, dann bist du safe. Dann hast du ein glückliches Leben. Wenn du das hast, das ist so, oder es kommt mir so ein bisschen vor, so wie ein Krämerlädeli, oder? Und einfach so etwas kannst du nehmen, ja, mega Freude, und dann hast du es gekauft, oder? Und dann merkst du, okay, es hat mir jetzt 1,5 Minuten mega Freude gemacht, und dann ist es doch nichts gewesen, oder? Dann probierst du es vielleicht mit dem Nächsten. Das ist so wie ein Lädeli, das die ganze Zeit uns sagen will, wenn du das hast, dann ist es gut. Aber je länger ich auch im Leben unterwegs bin und mit Gott zusammen, darf ich merken, dass es eben nicht so ist, dass auch Sachen gehen können, die uns für einen Moment sehr erfüllen können. Und die Frage ist, was sind wir denn noch? Was ist denn die Identität noch, auch wenn Sachen vielleicht nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen? Oder die Frage ist, wir können endlos dafür gehen, einen Partner zu haben. Das oberste Ziel im Leben, mal den Moment, heiraten, oder Ding, 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 Glocken, die glöckeln, bla, 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 oder? Und nachher als Mann kommt die Frau fürs Leben, oder? Kommt rein, kann zu laufen, sie stockelt nicht mal im Gang, sie schafft es, bis zu dir zu kommen, oder? Und nachher willst du sie küssen, aber du sollst noch nicht, weil man tut erst nach der Trauung küssen. Das sind auch so die Herausforderungen vom Hochzeit, oder? Aber du gehst für das alles, das ist das Schönste. Und nachher merkst du, okay, auch mein Partner, den ich so rosarot, fast ein bisschen, oder, der rosarote Brille, hat geheiratet, macht Fehler. Enttäuscht mich sogar.
Es kann sogar sein, dass auch der Partner sich nach Jahren gegen dich entscheiden kann. 100% sicher bist du nie von dem. Weil es ist ein eigenes Menschenleben. Das kannst du nicht endlos kontrollieren. Wenn das nicht passieren wird, kann es sogar gehen, dass durch einen Schicksalsschlag dein Partner viel früher von der Erde geht, als er hätte sollen oder als du eigentlich hättest sollen. Es kann durch eine Krankheit oder was auch immer passieren. Nicht mal das ist eine feste Identität, wo du kannst sagen, das ist alles, was ich brauche. In meinen jungen Jahren habe ich gesagt, wenn ich nur meine Freundin habe, eine Frau, weisst doch, komm, was will du, dieses und eins, oder? Dann bin ich happy, das ist doch kein Problem, das und eins. Aber je länger ich mehr merke ich, auch das ist nicht der Boden der Identität. Du kannst für Reichtum besitzen, geniale Annehmlichkeiten gehen und du sagen, wenn ich dann ein Haus habe, das mir gehört, wenn ich das habe, wenn ich das Auto habe, dann bin ich jemand. Das funktioniert nur so lange, wie deine Kurve steil nach oben geht. Wenn du mal Misserfolge erlebst, ist auch diese Identität die Gefahr, irgendwo dort zu gehen. Vielleicht ist die Identität dein Körper. Perfektes Essen immer schön schauen, dass es da ein bisschen Muskeln hat, oder? Und immer gut aussehen, immer in jedem Moment topfit, oder? Und auf Insta immer schön nur die guten Fotos, oder? Dass alles passt, oder? Ich habe vor kurzem gelesen, ist ein bisschen fies. Der Alterungsprozess vom Körper fängt tatsächlich relativ früh an. Bereits im Alter von etwa 20-Jährigen werden wir älter. Es gibt, das war lustig, einmal haben wir darüber geredet, es gibt so Schübe, sagt man, wo man in kurzer Zeit ganz fest älter wird. Ich habe mit jemandem darüber geredet, oder? Und gesagt, ja, in letzter Zeit, oder, jetzt bin ich so ein bisschen eher gegen die 30. Jetzt ist gerade relativ viel gegangen bei mir. Oder? Dann habe ich sagen, ich habe eben gelesen, der erste Schub ist mit 34. Und dann hat er gesagt, wie alt bist du jetzt so? Ich glaube 27. Wenn du schon jetzt mega alt bist, warte nur bis 34 bist. Dann geht etwas, dann gehst du noch 10-mal mehr. Dann gehst du nicht mehr um 4 ab 10 abfüseln mit der Decke, sondern 4 ab 9. Noch das Teli nehmen, aus dem Morgen gut aufmachst. Gut, die einen oder anderen wissen, von was sie reden. Oder? Ich meine, Beach Holidays und dieses und eins. Ich merke schon, es zieht schon langsam ein bisschen länger hinten nachher, die Müdigkeit. Schon im Ganzen so wie eben mit 20, wo der Alterungsprozess erst gestartet hat. Oder? Aber wenn die Identität, die Körper ist, das ist anstrengend, das kann er sagen. Weil mit jedem Jährchen mehr wird es tougher. Mit jedem Jährchen mehr musst du mehr in das investieren und einen Kampf mit schon immer ewig jung bleiben, oder? Ja, all die Filme, oder, wo sie nach dem Brunnen suchen, wo sie ewig jung bleiben, oder? Auch der Körper schlussendlich kann nicht deine Identität sein. Weil schlussendlich, früher oder später, wird auch das gehen. Endlos entdecken, reisen, die Welt entdecken. Irgendwann hast du das meiste gesehen. Irgendwann musst du so komische Reisen machen, wenn du das jemandem erzählst, also nicht denken, also echt jetzt, wirklich? Ist das wirklich, ja, weisst, Reisen ist mein Ding und das kann ganz schön sein. Aber das Problem ist, wenn es deine Identität, dann musst du immer wie krasser und wie länger und überall reisen. Schlussendlich bin ich überzeugt, bau dein Leben auf Jesus. Weil nur er gibt dir ein festes Fundament, vor allem auch in stürmischen Zeiten. Und das ist der Punkt. Wir können auf viele Sachen unser Leben aufbauen, aber wenn es hudelt, dann geht wahnsinnig viel weg. Aber Jesus, der Glaube an ihn, der bleibt bestehen, weil der kann dir schlussendlich, noch wenn es so viel feststürmt in deinem Leben, kann dir den niemand nehmen, wenn du dich dafür entscheidest. Und stürmische Zeiten kommen, das ist auch das Einzige, was ich euch allen versprechen kann. Ich kenne keine Person, die irgendwo schon ein paar Jahre auf dieser Welt lebt, die sagt, ich habe nie irgendwo eine Herausforderung gehabt. Ich habe nie stürmische Zeiten erlebt, die es gehudelt hat. Jede Person erlebt Situationen, wo eine Überforderung kommt, wo irgendwo ein Schicksalsschlag, irgendwo Sachen nicht funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und die Zeiten kommen und die Frage ist vielmehr, haben wir die Identität, sind wir verankert in Jesus, dass wir stürmische Zeiten in einer guten Art und Weise auch überleben durchziehen können. Und das ist das, was
Ein bekanntes Beispiel, wo Jesus eigentlich in der Bibel sagt, ich das schnell vorlesen, wo er so wie ein Gleichnis so gibt, so ein kleines Anschauungsbeispiel. Was eben der Unterschied ist, ich lese es schnell vor, wir lesen in Matthäus 7. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Also jemand, der an Jesus glaubt und an seiner Worte eigentlich dort festhält. Man lesen, wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich glaube, der Punkt ist, dass wir Situationen erleben, wo wir uns irgendwo entscheiden müssen, okay, es kann vielleicht sogar manchmal Segen sein, die in unser Leben hineinkommt. Bauen wir alles auf dem auf? Oder bleibt es schlussendlich auch immer der Glaube an Gottes Sohn Jesus, der unser Boden ist? Und ich möchte euch das hier auch ganz schnell visuell erklären. Wir haben es ja vorhin so wunderschön erlebt. Oder? Wir können wie ein Haus bauen, symbolisch für das, auf Sand. Und das funktioniert. Relativ lang, oftmals. Und wie Jesus hat beschrieben, wenn aber hier ein Sturm kommt, Wasser hier drum kommt, dann fährt das Haus an zusammenzufallen. Hingegen ganz anders, wer auf Jesus seine Worte hört. Ihn als Identität, als Boden, der stellt wie sein Stein auf felsigen Grund. Was passiert, wenn ein Sturm kommt? Nichts. Es bleibt beständig. Ausser man hat ein bisschen schlecht gemauert, dann sehe ich es klein. Das wäre natürlich auch nicht die Idee, oder? Aber der Boden ist fest. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, was ich mir auch immer wieder probiere, in meinem Leben zu sagen. Das Bild immer, sogar wenn irgendwo, ich habe es vorhin gesagt, Segen kommt, wenn ich auf das Mal anfange, sage, okay, der Job oder das oder die Partnerschaft oder was auch immer, jetzt setze ich das da drauf und wenn das irgendwo nicht mehr ist, dann shake es ein bisschen, das ist nicht gut. Dann muss ich sofort probieren, zurückzugehen und wie zu sagen, okay, es ist toll, es kann ein Segen sein, es ist irgendeine Tür, die auf ist, aber schlussendlich soll der Boden Jesus bleiben. Und nur dann können wir in einer gesungen, verankerten Identität durchs Leben gehen. Ich möchte dann auch noch so eine kleine Frage stellen, wo du dir auch überprüfen kannst, wie sieht es mit deiner Identität aus. Aber zuerst möchte ich noch schnell so zwei berühmte Sportler, oder ja, mehr oder weniger berühmte, ein bisschen vergleichen. Und zwar ist spannend, oder? Wir haben zwei ehemalige Tennisprofis. Der eine ist unser Nationalaushängeschild Roger Federer, oder? Und ich meine, da kannst du nichts aussetzen, oder? Ich meine, er ist sackstark in er gespielt, immer sympathisch mit seinem Baseldeutsch da noch die Interview gegeben, oder? Am Boden geblieben, das, jenes, eins, oder? Und wenn wir schauen, Roger hat seine Karriere eigentlich genial auch beendet. Wir lesen, oder ich habe das ein bisschen noch nachverfolgt, wie er eigentlich schon während der Karriere gewusst, die Zeit wird irgendwann schon vorbei sein. Er hat in das investiert, was nachher kommt. Er hat auch laufend geniale Werte gelebt. Er hat mit seinem auch positiven Denken und seinem Image eigentlich den Einfluss auch weitergegeben, dass man positiv durchs Leben gehen kann. Er hat geniale Sachen gegründet, die nicht nur für ihn waren, sondern auch viele Menschen geholfen. Und er war sehr beständiger. Es wirkt fast ein bisschen, dass er es genossen hat, den Tennisprofi zu sein, den unglaublichen Erfolg zu haben, aber nicht seine ganze Identität hat reingehängt. Der Boris Becker war ganz anders. Er war in den 80er, 90er Jahren ebenfalls mega genial unterwegs. Nur leider ist, sobald die Karriere zu Ende war, ein Skandal nach dem anderen. Und spannend ist ja, gerade diese Woche von beiden Berichten in der Zeitung gelesen und ich habe die Titel gesehen und habe gewusst, oh, wenn es der Roger versagt hat, dann habe ich ein Problem, oder? Genau jetzt, wo ich das bringen wollte. Nein, der hat einfach nichts gesagt. Nein, aber spannend war, von beiden Artikel, Roger wieder genial, oder am Boden hier, dieses hat sich schon während der Karriere mit diesem, und von Boris das nächste Skandal. Irgendwo, Richter, hier, dieses, jenes, eins, extrem bissen mit Sachen, mit Finanzen, so viel. Und es wirkt fast ein bisschen, wie wäre das Tennis alles gewesen und es gibt keins danach. Und ich will nicht irgendwo sagen, jemand ist gut oder was, ich kenne die zwei auch nicht, es ist nicht so
da eine WhatsApp-Gruppe haben, die ein bisschen den Charakter testen von denen oder wie auch. Keine Ahnung. Aber was die Öffentlichkeit mitbekommt, ist sehr spannend. Und ich glaube, es ist auch die Frage, wenn du siehst, Leute, die eigentlich gleiche Voraussetzungen haben, vielleicht sogar gleiche Talente haben, gleiche Sagen haben, kommt eigentlich erst für, wer sie sind, wenn sie das nicht mehr haben. Und das führt mich schon zu meiner alles entscheidende Frage, ein bisschen von dieser Starterpredigt verankert in Jesus. Was ist dein Allerwertvollste? Überleg dir das. Was ist das, was du um alles in der Welt schützen willst? Wenn das weg ist, wer bist du noch? Was bist du noch? Was ist deine Beziehung? Wo du alles dran gibst, wo du priorisierst, wo du machst, wo du schaust, wo du schützt, wo du pfeifend am Morgen aufstehst und was für einen guten Tag, schießt mich zwar an, aber ich habe eine geniale Beziehung. Was bist du, wenn das nicht mehr ist? Wenn dein Wertvollste irgendwo dein beruflicher Erfolg ist, was bist du noch, wenn du nicht mehr Erfolg hast? Und das ist eine Frage, die ich mir auch von Zeit zu Zeit probiere zu stellen, schlussendlich auch um ein bisschen zu überprüfen, habe ich es auch geschafft, in jeglichem Bereich auch zu sagen, okay, ich habe eigentlich mein Leben wirklich, oder ich probiere es wieder von neuem, mein Leben auf felsigem Grund aufzubauen. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich kann niemandem versprechen, dass nicht Schicksalsschläge kommen. Dass nicht Sachen sich verändern. Dass nicht Leute, die einem alles versprechen, auf einmal weggehen von einem. Einem enttäuschen, einem verletzen. Weil irgendwo das Leben in eine andere Richtung geht. Und ich habe mir das so auch ein bisschen probiert, wie über mein Leben eigentlich auch wie zu sagen. Oder ich muss es so sagen, probiere es immer wieder von neuem, weil ich glaube, auf dieser Reise, wo wir sind, ist es ein ständiges Herausfinden. Und auch ein ständig, wir können nicht einfach sagen, ich baue einmal, ich gehe einmal mit Jesus durchs Leben und dann habe ich den Stein gesetzt und dann ist egal. Das kommen immer wieder neue Lebensphasen, die wir müssen überprüfen. Auf einmal kommt die Familie, dann kommen Kinder, dann können sehr schnell die Kinder der Grund sein, warum wir aufstehen. Und dann kommt beruflicher Erfolg, wie ich ja gesagt habe, wir können Abteilungen leiten, wir sind vielleicht sogar Chef und dann ist es das. Und dann haben wir eine Krise, wenn wir das mal nicht mehr sind. Aber ich habe gesagt, eins kann mir niemand nehmen, ich glaube an meinen Schöpfer Jesus. Das kann man mir nicht nehmen. Das ist wie ein Boden, der bleibt. Und wenn ich probiere, schlussendlich auf dem, was man mir nicht nehmen kann, mein Leben aufzubauen, dann bleibt es bestehen. Und ich glaube, auf dieser Reise ist das auch die Frage. Wo leben wir? Sind wir auf dem Sang, alles aufgebaut? Rocken der Segen, den wir bekommen. Aber wenn er nicht mehr gleich kommt oder was auch immer, dann wird es shaky-mässig, unser Leben. Oder bauen wir schlussendlich alles auf dem, was uns auch nie wird enttäuschen wird. Und das ist eine Frage, ich glaube, es ist sehr eine intime Frage, die sich jede Person nur selber beantworten kann. Ich werde niemals vor einer anderen Person sagen, okay, du hast dein Leben jetzt auf Sang oder was auch immer. Das ist die Frage, was ist das Innerste innen in meinem Herzen? Und ich glaube, wir dürfen anfangen, Entscheidungen in unserem Leben auch bewusst so zu fällen, dass es eben nicht eine falsche Identität wird. Und ja, ich bin vor kurzem so gefragt, oder wie tue ich denn überhaupt Entscheidungen fällen? Schlussendlich kann ich ja nicht einfach immer sagen, okay, ich baue mein Haus auf Jesus auf und dann, keine Ahnung, Jesus soll in die stellen oder die? Nein, ich weiss es doch nicht. Und dann können wir auf das Bänkchen hocken und raufschauen und warten und warten und warten. Schlussendlich müssen wir gleich kommen. Das wünscht sich ja Jesus so, dass wir vorwärts gehen, mit ihm zusammen. Aber es ist ja manchmal schon so, wir müssen Entscheidungen fällen. Und ich glaube, du darfst erstens so ein bisschen bei den Entscheidungen auf dein Herz hören. Was legt Gott in dein Herz hinein? Was willst du eigentlich, wenn du die Augen zutust, eine Minute still bist für dich und dir überlegst, was ist das Innerste in meinem Herz? Will ich diesen beruflichen Weg überhaupt gehen? Oder mache ich es nur, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich habe mehr Lohn oder ist ja nein? Will ich die Beziehung wirklich das Innerste in meinem Herzen oder ist es einfach gebig? Weil es mir irgendwo noch einen kleinen Freundeskreis gibt oder was auch immer das hier sagt. Wenn wir das Innerste auf unser Herz hören, glaube ich, kann Gott auch reden. Das Zweite ist, was sagt die Bibel zu deinem Weg? Die Bibel redet so viel. Durch Geschichten, die wir davon lernen können, durch Persönlichkeiten, durch Sachen, die passiert sind. Ich meine, die Sprüche kannst du lesen. Es ist so viel
Tipps, Ratgebereien drin, wo du einfach profitieren kannst. Das dritte ist, frage einen Leiter oder einen Freund oder eine Freundin, der ein bisschen weiter ist als du und ein Leben führt. Das ist ganz wichtig, das du dir auch wünschst. Weil jede Person, die du auch fragst, wird automatisch auch ein bisschen weit, oder sagen wir mal, ja, in den meisten Fällen ist es so, auch Antworten geben, was sie denkt, so wie sie es selber erlebt hat. Darum ist auch wichtig, auch fragt dort jemand, und das ist meine Empfehlung, die auch einen starken Glauben hat, wo du das Gefühl hast, diese Person hat ihr Leben auf felsigem Grund aufgebaut und dann wird sie dir auch helfen, manchmal vielleicht auch Emotionen oder was auch immer ein bisschen rauszulassen und helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, wenn wir immer wieder neu können uns in das hineingeben, in die Identität hineinzugehen und eben diese Frage, das ist mir wirklich ein Wunsch, eigentlich nur das mitnehmen, wer bin ich, wenn das nicht mehr ist. Und wenn wir die ehrlich beantworten können, dann führt es uns automatisch schlussendlich in den Glauben auch an das, was Jesus uns in der Bibel verspricht. Und stellt euch vor, wie genial, wenn du ein Leben kannst leben, das auf einem felsigen Grund ist, du hast viel weniger Angst. Du hast viel weniger den Anspruch, Sachen festzuhalten. Und du hast auch, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf Beziehung übernehmen, oder? Ich meine, keine Person ist geschaffen, die volle Identität von einer anderen Person zu haben. Der Druck ist viel zu gross. Die genialsten Beziehungen sind zwei Menschen, die ihr Leben auf Jesus aufgebaut haben und er können gemeinsam das Leben leben, gemeinsam können Visionen haben, gemeinsam füreinander da sein. Aber wichtig ist, die Identitäten sind gesetzt. Weil kein Mensch ist dazu geschaffen, das Leben von einem anderen zu tragen. Jesus schon. Jesus ist so etwas parat, für unsere Identität zu werden. Aber, und das liebe ich, unser Glaube ist immer aus dem freien Willen heraus. Ich glaube, das Fundament ist da. Wir können rauslesen. Und Jesus wird uns nie verurteilen und sagen, das ist ja gesagt, du designieren. Jesus ist immer parat. Und wenn wir bis dahin vielleicht auf Sang aufgebaut haben, Jesus liebt es, wenn wir den Stein zügeln. Sagen heute Abend, wie auch immer, noch bis Ende Jahr, ich kehre meine Identität, ich verankere mein Leben schlussendlich in Jesus.